Die Linken des Pressekonferenz abgerufen, die Jugendkampagne zu präsentieren. Die Jugendkampagne zentriert sich die Autonomie, Selbstbestimmung und Partizipation von den Jungen. Wir wollen Stellung beziehen zu spezifischen Themen, wo wir denken, dass sie als besonders konzernieren, weil als ökologisch, als sozial und als ökonomisch Zukunft im Spiel steht. Ich denke mal mit der Education, wie wir es da positionieren. Also da hört sich das größte Problem aus, dass seit 1912 der großen Reform vom Edukationssystem sich kaum etwas geändert wird. Für die Schwachschüler und eben auch die sozial Schwachschüler unterstützen zu können, wo eventuell die Eltern nicht so viel Zeit für sie haben, beziehungsweise nicht gerade die Schule gemacht haben, wo dann eventuell die Kinder aber sollen die Möglichkeit kriegen, die Schulen zu machen. Dafür für das eben für die Situation von denen zu verbessern, fordern wir die Aufhebung von mehr Ganztagsschulen, ausschließend Gesamtschulen. Weil wir fanden, dass die Trennung von den Schülern mit 12 Jahren definitiv viel zu frei ist, für zu wissen, in welche Richtung sich die Schüler entwickelt, in welche Richtung dass es später hingehen wird. Das heißt, eine einzige Schule bis zur Beendigung von der Schulpflicht, das heißt bis 16 Jahre. Wir wollen noch mehr pädagogisch Personal, mehr psychologisch Personal, für die Schüler besser zu betreuen. Wir wollen aber auch mehr Profen, weil die Klassen gehen einfach zu groß. Die können an der Größe, wie sie da sind, können sie einfach nicht gut gelehrt gehen. Anschließend mehr Demokratie an der Schule. Die Leitung von den Schulen soll von den Profen selber gewählt gehen. An Gremien von der Schülerrepräsentation, sprich Schülerdelegierte, sollen gestärkt gehen, aus ihrer bisherigen Unmündigkeit befreit gehen. Mit der Education zusammen hängt natürlich aber auch die Wohnung sich als schwierig gehen. Für uns ist aber das Logement ein Menschenrecht, das wirklich keinem darf verwehrt gehen. Letzter Punkt, das natürlich Starbecht. Ich muss gesagt gehen, natürlich Starbecht hängt auch mit beiden Punkten zusammen. Starbecht als Kondition sozusagen für ordentlich wohnen zu können. Wer keine Arbeit hat, den kann sich das oft nicht leisten, wobei es auch mit Arbeit immer mehr schwierig wird, eine Wohnung zu kriegen. Ein Problem zusätzlich ist aber, dass der Mindestlohn mittlerweile unter der Armutsgrenze liegt. Das heißt, wir fordern 300 € zu erhöhen für auch Mindestlohnempfänger über die Armutsgrenze zu kriegen. Wir fordern die Reintroduktion von der kompletten Indexierung von den Gehältern, ohne dass da irgendwie eine Mogelpackung rangeschmuggelt wird. Und schlussendlich haben wir aber auch natürlich ein Gesetzesprojekt verfasst, für Kündigungen zu verhindern. Und zwar sollen Kündigungen komplett verboten gehen bei allen Betrieben, die Profite möchten. In Europa an die Jungen, das ist eine ganz widersprüchliche Situation im Moment. Auf der einen Seite sehen wir, dass in den letzten Europawahlen haben wir gesehen, dass ganz viele Junker überhaupt nicht wählen gegangen sind. Das waren 67% europaweit 2004. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Jungs sich aber ganz klar gegen die aktuelle Orientation von Europa prononcieren. Am Ausland haben wir das gesehen, und auch zu Lützeburg, wo 60% von den Jungen gegen den Verfassungsvertrag gestimmt haben am Referendum. Ich gebe mal 3 Beispiele, wie die Jungen negativ betroffen sind von den aktuellen europäischen Politiken. Die erste, das ist ganz klar natürlich Sozialpolitik, die europäischen Plan quasi mal inexistent ist, was europäischen Plan dezidiert wird, sich negativ beeinflusst. Das heißt, die Europäische Union hat sich aufgebaut auf ökonomische Freiheiten, wobei die Sozialpolitik zu kurz kommt. Die einzigen sozialen Decisionen, die gefasst gehen, die sind eben dazu da, für die Sozialsysteme aufzubauen. Ein zweiter Punkt, wo wir gesehen haben, dass die Jungs sich massiv mobilisiert haben, wo Europa nicht seine Arbeit gemacht hat, das wo
d'Außenpolitik an hauptsächlich Kricher, die gefordert goufen. Wir haben gesehen, dass was den Irakkrieg ugeht, obwohl die Bevölkerung und vor allem die Jungs schon massiv gegen den Krieg ausgedrückt haben, dass man keine einheitliche Position hat im europäischen Niveau, dass man an Afghanistan einen Krieg schon weitergeht, an den noch massiv von den europäischen Regierungen unterstützt wird, an die Europäische Union auch daran teilhält. Und das sind alles Punkte, wo hauptsächlich die Jungen betroffen sind, weil die Soldaten, die da sterben, das sind für allem Junker aus armen Verhältnissen. Ein drittes Beispiel, an das sehen, wo ich auch ganz gut kennen, das ist die Situation von den Studenten in Europa. Es wird oft gesagt von der europäischen Regierung, von der Lützeburger Regierung, dass Europa am Anfang nicht mit Unien zu dienen hat, wie das keine Kompetenz ist von der Europäischen Union. Aber das verstoppt nicht den Fakt, dass die Europäische Kommission eine ganz wichtige Rolle spielt von Impulsion und von Initiativ, was europäische Politiken, Nationalpolitiken an Sachen Education und Universität angeht. Wir haben zum Beispiel da Aussagen, die sagen, die Europäische Kommission konsideriert, dass die Universitäten eine Industrie de la Connaissance sind. Dass sie müssen und der Produktion de la Connaissance teilen. Wie wenn Wissen etwas wäre, was die produzieren wie Wirtschaftler oder wie Autoren. Es und das ist ganz schlimm, besonders konzentriert die Chercheurs und Studenten an ihrer alltäglichen Arbeit auf der Uni. Il faut favoriser une culture entrepreneuriale chez les étudiants et chez les chercheurs. Das heißt, dass die Studenten und die Wissenschaftler müssen mehr eng mit Entreprisen zusammen schaffen, dass sie selber an einem Esprit d'Entreprise müssen schaffen, dass sie selber müssen sich gegenseitig als Konkurrenten verstehen. Und du am Anfang total Bruch müssen machen mit der Logik, die für drunter, wo du nicht etwas, wo zusammen geschafft hat, für eben Ziele à long terme zu erreichen und nicht auf Kurzzeit Profit zu machen. Was mir gehört, das ist in Europa, wo die Jungen Mitspracherecht tun. Und das kann immer sein, an dem es in Europa haben, was demokratisch ist, wo Decisionen am Europaparlament geholt gehen und nicht an der Kommission, wo die Kommission vom Europaparlament designiert wird, gewählt wird, kontrolliert wird, was im Moment nicht genug der Fall ist, aber wo nicht Decisionen geholt gehen, Nationen, die an bürokratische Gremien mehr eben der Aufsicht an der Kontrolle vom Parlament und von der öffentlichen Armee. Ein weiteres Prioritätsthema für uns, weil doch mal da den anderen Themen zu dienen, das die Umwelt. Ich meine, das ist bekannt, wer da ist blit und was welche Probleme da sind und auch am Anfang Lösungen sind da und jeder weiß, was wir können machen. Ein ganz konkretes Beispiel ist zum Beispiel der Plan national pour la promotion de la mobilité douce, wo der Superplan geht, dass wir einen Wunschkatalog, was denn alles kann machen für das Velo ans Fußgehen und einen Platz oder neu steht. Es sind keine konkreten Ziele, es gibt gar keine Umsetzung von dem Plan gemacht. Und wenn wir so da sind, für zu investieren, wie beim Konjunkturplan, dann wird er doch total ignoriert. Das weist eben, dass das nicht wirklich eine Priorität ist, dass dazu eine Dekoration neben ist, wenn es um Energie, um Mobilität, Wohnen, um Wirtschaft geht, dann aus der Umwelt leider noch immer echt so etwas, wenn wir das können, dann machen wir das, wenn nicht, dann also für die nächste Kehr. Ein anderes Thema, was wichtig ist, das Thema Drogen. Es geht nicht darum, einfach etwas, was problematisch ist und schon lange problematisch ist und noch nicht durch Repression zu lösen ist, das einfach immer mehr an den Akt zu drücken und zu machen, das ist ein Problem, an dem muss man sich losgehen. Nein, wenn wir wollen, das Problem wirklich angehen und eine Antwort darüber haben, dann muss man eben noch da wirklich auseinandersetzen und das ist den Umgang damit. Und den Umgang mit Drogen kann es dadurch stattfinden, dass wir es entkriminalisieren, dass wir nicht zu einem Tabu machen, dass die Kommunikation zu denen, ob das über Cannabis oder andere Drogen ist, dass die Kommunikation möglich ist an der Familie, an der Schule, wo auch immer, und das mit Repression nicht zu machen.